Das bayerische Regensburg ist bekannt für seinen mittelalterlichen Stadtkern. In das 16. Jahrhundert wäre das sogar die Hauptstadt von Bayern. Wir wird uns Porsocken in diese scheune Stadt mal ankicken. Ein von Regensburg seine Worttekens ist der Dom St. Peter. Der Regensburger Dom gilt als ein Hauptwerk von der süddeutsche Gotik. Bin mag der Dom einen ziemlich düsteren Eindruck. Das liegt auch an den bunten Glasfinsters. Die stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Den silbernen Hochaltar und Hauptchor hat ein Fürstbischof aus der Familie von der Fuggers Stift. Man ankicken sollen sich auch der gotischen Baldachinaltaren, tot Beispiel den Christi Geburtaltar und den Ursula-Altar. In Jahr 1812 kriegt die Familie Thurn und Taxis von Königreich Bayern die Benediktinerabtei St. Emmeram. Damit wollen sie die Familie entschädigen, wie dass sie zuvor ihr Posthoheit verloren hat. Mit der Zeit hat die Familie noch mehr Hüs, ein Teil von der Stadt befestigen und pur Gurns dort köft. Das alles habt sie nun zu ein graute Residenz mogt. In der Bövere Bachgasse Nummer 7, da hat der Moler Albrecht Altdorfer wohnt und da ist sie auch 1538 tot bleiben. Der Hustorn hat seine Wurzeln in 13. oder 14. Jahrhundert. In 18. Jahrhundert hat er eine neue Form und einen Putzfassade kriegen, als sie damals so maut wär. Der meist 50 Meters hohe Güllentorn in der Walenstraat 14 ist ein von den sogenannten Geschlechtertorns, die rike Patrizierfamilien in Mittelalter als Statussymbolen baut hat. Nun kicken wir uns mal kurz die Steinern Brüch an. Sie hat früher als 8. Weltwunder gollen. Von dort ist sie belang den Dom, das Wortteken von Regensburg. Sie ist ein von den ältesten Brüchen in Deutschland. Stein wird damals was heil besonders. Und so hat die Brüch auch gewiest, dass Regensburg steinreich ist. Nun lass uns mal kurz in die historische Wurstkuchel verpusten. Die ist all über 500 Jahre alt. Seit Anfang von 19. Jahrhundert heuert die Wurstkuchel die Familie Schrickertau. Die Wurst kommt immer noch aus der husegen Schlachterei und Surkrut und Senf. Auch das mogt sie hier noch als Süps. All in 2. Jahrhundert wir hier an diese Stei ein Garkök. Du habt Bauarbeiters was zu eten kriegen. Und so kommt das, dass die Wurstkuchel von doch als der älteste Snellimbiss von der Welt gelten deit. Jo, eten mag dürstig. Langs de Goliathstroot lebt früher ein wichtiger Fernstrot. Hier werden auch mehrere Anwesens von den Patriziers mit markante Geschlechtertorns. Ein davon kann er hier in der Gasse Wattmarkt sehen. Das ist die Baumburger Torn. Hey gilt als die schönste von den 20 Geschlechtertorns, die das in Regensburg geben deit. Und dann gibt es ja auch noch das Goliathus. In 16. Jahrhundert kam das Bemolen von den Fassaden grot in Maut. Da ist dann auch das Fresko David und Goliath entstanden. Die Porta Pretoria ist belang de Porta Nigra in Trier das einzig Römertor, was noch in grote Teilen im Norden von den Alpen erhalten bleiben ist. 1885 hat er das Wetter entdeckt. Was wir hier seht, ist das aule Rothus. Der Teil mit den Torn ist die älteste. Die ist 1245 entstanden, nachdem der Kaiser Regensburg von freie Riekstadt mockt hat. Das wäre heel wichtig, denn von da an hat sich Regensburg selbst verwaltet. Wie in Föhren kann ihn sich das auch vom Bin ankicken. Da kriegst du dann auch Zellen von Kaschott zu sehen, man auch in groten Sittenssohl. Der Hüs an Heidplatz stammt all tot grötzte Teil unter 12. Jahrhundert. Regensburg ist die mittelalterlich Großstadt in Deutschland, die noch am besten erhalten bleiben ist. Ihr seht da, in Regensburg gibt es Porsocken, die ihr entdecken kann. Wird ihr schon allen Snipp und Nau und in Roh ankicken, dann blieft man so 2 bis 3 Nachtens durch.